Sie sind da, ich bin da und wer fehlt heute Abend? Der Labbes. Pünktlich um 19 Uhr wollte man anfangen und der Kamerad ist einfach nicht da. Ich glaube, ich höre etwas. Hallo? Ja, ich höre was. Kannst du mir mal sagen, wo du bleibst? Wir warten alle auf dich. 19 Uhr. Kamerad, die Restaurants haben wieder aufgemacht. Ich war lecker italienisch essen gewesen. Was warst du? Italienisch essen, molto bene. Und da war ja nicht so einfach mit der Maskenpflicht. Du Nudelfetischist. Du hast doch wohl so oft eins mit dem Nudelholz bekommen. Mensch, beim Essen darf man natürlich die Maske ausziehen. Ja, das hätte Giovanni mir auch sagen können, oder? Ja, jetzt ist es doch Giovanni schuld. Da sind wir froh, dass wir leichte Änderungen und Leichtungen haben. Und dann so, gestern zum Beispiel, seit gestern Fußball-Bundesliga, der Ball rollt wieder. Ja, gut, aber so wichtig war, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber der FC Köln, ne, die hatten schon eine Pressenachricht, die hatten sich bei der Presse bedankt, bevor der erste Ball gerollt war. Der erste FC Köln hat sich bei der Presse bedankt. Ja, die hatten geschrieben, wir bedanken uns für die positiven Presseberichte. Du bist unglaublich. Also ich freue mich aber, dass der Ball wieder rollt. Ja, mein Nachbar ist ja auch so fanatisch, ne? Das ist so ein Fohlenfanatiker. Ne? Gladbach-Fan. Der war letzte Woche, war der schon bevor es losgegangen ist, im Tierpark gewesen. Aber da wird doch gar kein Fußball gespielt. Nee, aber der wollte doch mal einen Geißbock ausbuhen. Also wirklich, Labbes. Aber jetzt endlich zu Teil 5 von Jeck aus dem Wohnzimmer. Ja, und überall öffnen sich die Grenzen und auch bei uns, ne? Ach, Ja, wir werden diesmal international. Wir haben Gäste dabei, unter anderem aus Belgien und Holland. Viel Spaß! viel Vergnügen. Hallo, liebe Freunde, liebe Einsitzende und Weggeschlossene, liebe Isolierte, Kasernierte, Inhaftierte, Strukturierte, Lamentierte, Fermentierte, Introvertierte, Abgetrennte, Festgesetzte, Zurückgehaltene, nach innen gekehrte, aber nach außen trotzdem immer geöffnete Menschen. Wir machen komische Zeiten durch, schwere Zeiten. Das fällt nicht jedem leicht. Manchen fällt es leichter, die kommen besser damit zurecht. Und es gibt sogar Leute, die haben Glück im Unglück. Wie zum Beispiel mein Freund Lukas. Ich bin der Lukas und ich wohne im 6. Stock. Mein linkes Bein hat Gips und der Aufzug ist kaputt. Da plötzlich klingelt es bei mir und dann steht jemand an der Tür. Über die Sprechanlage frage ich nach, wer das ist, abends um 8. Und die Stimme sagt, ich bin der Lieferdienst. Ich hab hier eine Lieferung für Lukas Spitz. 7 Einkaufstaschen, prall gefüllt, überwiegend Nudeln. Dazu ein 25 Kilo Sack Mehl, 3 Kisten Bier und eine Großpackung Klopapier. Wo darf ich die Sachen abstellen? Ich bin der Lukas und ich wohne im 6. Stock. Mein linkes Bein hat Gips und der Aufzug ist kaputt. Bitte tragt mir die Sachen rauf, die ich ja so nötig brauch. Die Nudeln und das Klopapier und natürlich auch das Bier. Du bist der Lieferdienst. Hallo zusammen!
Ihr denkt auch, wer ist denn da? Ich bin der Opa Heini. Ja, Opa Heini, die alte Tulpe. Aber noch nicht vom Welt. Nee. Ich bin Opa geworden. Ja, Opa. Ah, darauf trinke ich mir jetzt eins. Ah, Opa. Ja, erste Mal Opa. Prost zusammen, Prost zusammen. Letzte Woche habe ich mal auf der Kleine 4 Flaschen Wein getrunken und stand noch immer da, obwohl das Haus 4-mal umgekippt ist. Ja. Und das ist ein Junge, der heißt Milan. Milan, habe ich wohl zu meinem Sohn gesagt, jetzt musst du dich wohl entscheiden, entweder Inter oder AC Milan. Bin ich froh, ein Junge, ich bin glücklich. Letzte Woche hatte ich auch noch Glück gehabt. Da habe ich mir einen Regenschirm gekauft und konnte ihn direkt gebrauchen. Morgen kaufe ich mir Kondome. Drück mir bitte alle die Daumen. Ja, denn ich bin ehrlich, zu Hause ist es Sex auch nicht mehr in unserem Alter wie früher. Nee. Neulich, als ich am Stöhnen war, fragte meine Frau, Heini, kommst du oder gehst du? Oh, nee. Und die Alte von mir, dann ist eine Nummer, da fragt sie mich auch noch, Heini, ist das Leben nach dem Tod schöner? Ich sag, das liegt dran, wer stirbt. Nee, und die Alte von mir will immer recht haben. Ja, nein, ich sag nicht zu meiner Alte, guck mal am Fenster, am Zaun steht ein Reh. Warum, meine Alte, das ist kein Reh, das ist eine Kuh. Ich sag, verdammt noch einmal, guck am Fenster, nicht im Spiegel. Tschüss. Ja, hallo, Labes und Rickes. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf bei diesem Projekt Jeck unser Wohnzimmer. Finde ich ganz toll, dass ihr das ins Leben gerufen habt und an all die Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen. Ja, bleibt noch ein bisschen zu Hause. Vielleicht hilft es uns ja, dass wir dann bald wieder auf die Bühnen können. Ihr kennt mich vielleicht als Sänger der Original Eschweiler, aber hin und wieder schlüpfe ich auch schon mal in die Rolle des Schlageronkels und den habe ich euch heute mitgebracht. Nun, der Schlageronkel, der setzt sich aber nicht einfach so ins Wohnzimmer, sondern der braucht ein bisschen Ambiente. Da gucken wir jetzt mal nach, oder? So ist besser. Wir haben uns auf Teufel komm raus geliebt, kam er und wir wussten nicht mehr weiter. Du machtest dich nicht nur als sterbender Schwan, ich hab versagt als finsterer Reiter. Statt Pech und Schwefel plötzlich nur noch Gletscher und Gülle, wir hatten so viel Glück auf die gerissen. Ich brauche jeden Morgen deinen Nachtgeruch und keine falschen Wimpern auf dem Kissen. Du bist mein Reim aus Schmerz. Wir werden Riesen sein, uns wird die Welt so klein. Was sind das bloß für Menschen, die Beziehungen haben? Betrachten die sich der Naht starten? Die verführen sich nicht, die entführen sich höchstens, die enden noch wie Diplomaten. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Ich möchte gar nichts anderes probieren. Wir sind wie alle anderen, denn wir möchten heim. Es ist fast nie zu spät, es zu kapieren. Rein ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim aus Schmerz. Wir werden Riesen sein, uns wird die Welt so klein. Oh ja.
Dankeschön und bleibt gesund, euer Schlageronkel. Hallo zusammen, ich bin de Blümchen. Auch ich grüße aus unserem Wohnzimmer. Und da habe ich mich überlegt, ich kann euch jetzt ja erzählen, wie ich mich gar kennengelernt habe. Das war nämlich so, dem habe ich aus der Zeitung. Ja, Bauer mit Hof sucht Frau mit Traktor. Erbitte Bild von Traktor. Keine wollte, ich hatte ihn gleich. Wisst ihr, wie der mir rumgekriegt hat? Der hat mir immer Wasser auf den Kopf geschüttet und gesagt, wir jetzt husch husch aus den nassen Klamotten. Einmal geprobt und schon waren wir verlobt. 15 Jahre waren wir verlobt. Habe ich gesagt, hören's Karl, meinst du nicht, wir können langsam ins Heiraten? Ja, meinte, wenn du glaubst, dat uns noch innen nimmt. Mit der Sonnebude hast jet an der Jeng, dat kann ich euch sagen. Frieders, wenn du aus der Wirtschaft kütt, Strungsarele woll, kängers da Marischett mit. Seht ihr doch jedes Mal an mich, unsere Jüngste, da klebt bitterchen. Der will nicht von hem. Ewe da ist mich die Geduldsschnur geplatzt. Habe ich gesagt, hören's, grad der ist von dich. Ja, lief Lü, lasst euch nicht stressen. Blieb gesund, dat wir uns all wieder sinn. Und denkt immer dran, Lache ist die beste Medizin. In diesem Sinne, tschüss. Liebe Freunde der größten Solidargemeinschaft der Welt, liebe Freunde von Corono, wir haben gesagt, ein Band geht um die Welt. Wir sind vor einer Woche gestartet, haben jetzt wirklich schon ein riesen Netzwerk an Vertriebspartnern, an neuen Mitgliedern gewonnen. Und wir haben jetzt auch gute Freunde in Eschweiler gefunden, die gesagt haben, wir finden die Idee mega und wir wollen das Ganze mit vorantreiben in die Region Aachen, Weißweiler, Eschweiler und sogar über die Landesgrenzen hinaus. Nämlich den lieben Jürgen Klaassen und aus dem Fasselhofen, Jungfrau 2020, den lieben Ralf Schumacher, und euch beiden werfe ich die Bänder jetzt zu und ich hoffe, dass ihr sie tatkräftig weiterwerfen könnt. Also, lieber Ralf, lieber Jürgen, für euch zum Start die ersten Corono-Bänder. Danke, lieber Martin! Wir freuen uns sehr, dass die Bändchen jetzt auch bei uns hier in Eschweiler gelandet sind. Wir möchten diese tolle Aktion Corono sehr gerne unterstützen und in die Städteregion und ganz nach dem Motto dieser Aktion ein Bändchen geht um die Welt weit darüber hinaus tragen. In schweren Zeiten müssen wir zusammenhalten und einander helfen. Auch in unserer Region sind viele Menschen durch Corona in finanzielle Not geraten. Darum unsere Bitte an euch, seid dabei und helft mit. Es geht ganz einfach. Kauft eines dieser wunderschönen bunten Bänder für nur 2 € und werdet damit Teil unserer Gemeinschaft. Das hier gespendete Geld geht über Lichtblicke e.V. direkt in unsere Region. Die Bändchen erhaltet ihr natürlich bei Allianz Mais und Klaassen in Kinzweiler und bei Reklame Schumacher in Weißweiler und demnächst bestimmt auch an vielen weiteren Stellen hier im Umkreis. Corono, join the club, werdet Mitglied im Club. Corono, denn wir halten zusammen. Ja, grüßt euch. Unser Proberaum ist auch seit Wochen verwaist. Nichtsdestotrotz wollten wir euch auch gerne einen musikalischen Gruß zukommen lassen. Und dafür nehme ich euch jetzt erst einmal mit. Von Kleeöpel bis Moorrötchen und von Berg zum Blausteinsee, vom Killewische bis nach Helen, wir zusammen, wir sind eins, wir sind Unker und Reservisten,
sind ein. Egal ob Sänger und Präsidenten, Stadtachtelträger, Tanzmarie, uniformierte Redner, Tänzer, Friseur, denn wir sind ein. Denn jeder schlägt uns Herz vom Anfang bis zuletzt. Denn wir sind jeder vom Mosaik, ne stehen wir zusammen. Wir sind eins, wir sind alles Idealisten, ob Zerrenprinz, ob Komitee, mit Herz und Ziel, Karnevalisten, wir zusammen, wir sind eins. Denn jeder schlägt uns fest, vom Anfang bis zuletzt. Denn wir sind jeder vom Mosaik, ne stehen wir zusammen, wir sind eins. Whoa, Wir sind Krötsch und in des Singers, Puderü und Stabelzjeck sind wir heim, de Fräshalunke, wir zusammen, wir sind eins, wir zusammen, wir sind eins.
mal langweilig ist. Dem komme ich aber hier durch die Kamera direkt so durch, ja? Diese Leute, die mich fragen, ob ich schon mit der Familie ein schönes Brettspiel gespielt hätte oder ein ganzes gutes Buch gelesen. Ich habe einen Homeofficer zu Hause, der Michael, ja? Und der ist immer da. Der ist immer da. Seit über 8 Wochen, versteht ihr? Von Montag bis Sonntag, Montag bis Sonntag, Montag bis Sonntag. Neulich hatte ich mir in der Küche, ja, habe ich mir schön Kaffee gemacht, da hatte ich den vergessen. Da bin ich in das Wohnzimmer geschlappt, habe mich auf das Sofa gelegt, Füßchen hoch, habe mal schön meine Lieblingsserie auf Netflix angemacht. Da ging plötzlich die Post auf. Hosi, was ist mit Frühstück? Da sind wir verschreckte Flips vom Schoß gefallen. Sagt er, na, wenn du mir aber jetzt nichts mehr isst, dann vernasche ich dich. Da bin ich aber gelaufen. Dann hast du mir gerade noch mal hingekriegt, Glück gehabt. Jetzt hat wenigstens die Muckiboot wieder abgemacht. Habe ich den direkt aus der Boot gekehrt, ne? Kaum lag ich mit der Gurkenmaske, schön Tafel Schokolade vorm Fernseher, geht der schon wieder. Ich so, was machst du hier? Sagt er, ja, darf jeder nur noch eine Stunde trainieren, ich mag mich auch in eine Liste eintragen, ne? Dürfen nicht mehr so viele rein, wegen der Distanz oder so. Ich sag, bitte, ist doch wohl nicht wahr. Habe ich sofort in dem Laden angerufen. Habe ich zu dem gesagt, hören Sie mal, Sie sind ein 24 Stunden geöffnetes Fitnessstudio. Ich hatte den jetzt 8 Wochen in der Rund-um-die-Uhr-Betreuung. Da sind Sie doch mal in der Lage, den bis 18 Uhr zu nehmen, oder nicht? Wie, das geht nicht. Ich schicke den jetzt wieder zurück. Und er hat auch Taschengeld umhängen, ja? Wenn der Durst kriegt, kann er sich so ein Power-Eiweiß-Fitness-Shake kaufen. Haben Sie mich verstanden? Sagt er zu mir, ja, Sie wollte ich noch angerufen haben. Sie haben die nächste Woche in der Rückbildungsgymnastik eingetragen. Das geht nicht. Ich sag, warum dann nicht? Das können Sie doch aus der Ferne überhaupt nicht beurteilen. Haben Sie nach 8 Wochen der Buch mal gesehen? Der Michael hat das Ganze mitgekriegt. Fing der an zu meckern. Wenn der wüsste, dass der übernächste Woche beim Zumba angemeldet ist. Du sollst nicht allein auf eine Party gehen. Du sollst nicht so bei mir stehen. Du solltest nicht, ich sollte nicht. Wir wünschen, dass wir beide alleine sind. Du sollst nicht so weich dich im Takt umdrehen und mir dabei so heiß in die Augen sehen. Du solltest nicht, ich sollte nicht. Wir beide sollten uns nicht so wollen. Warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir. Mit einem Hauch von fast nichts an. Wer wollte dich nicht verführen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Im Schatten dieser Nacht. Wir warten so voll Leidenschaft. Jetzt sind wir aufgewacht. Deine Blicke sagen alles, deine Lippen machen süchtig nach mehr. Halt mich fest und frage mich nochmal, warum hast du nicht Nein gesagt? Es lag allein an dir, mit einem Hauch von fast nichts an. Wer wollte dich nicht verführen? Warum hast du nicht Nein gesagt? Im Schatten dieser Nacht. Wir warten so voll Leidenschaft. Jetzt sind wir aufgewacht. Warum hast du nicht Nein gesagt? Oh, 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 oh.
Auch der Kölner Bauer der Session 2020 grüßt euch von ganzem Herzen und wünscht euch eine wunderschöne nächste Folge von Jeck im Wohnzimmer. Blieb gesund und passt jodisch auf. Hallo liebe Freunde von Jeck aus dem Wohnzimmer. Es grüßt euch aus seinem heimischen Wohnzimmer Christian II. Ja, ich wünsche euch in dieser verrückten Zeit viel Spaß am kommenden Sonntag beim erneuten Talk von Jeck aus dem Wohnzimmer. Genießt die Zeit, bleibt gesund und alles Gute. Tschüss! Ja, hallo ihr Lieben. Auch von mir ganz herzliche Grüße aus meinem sommerlichen Wohnzimmer. Ja, es grüßt euch die Kölner Jungfrau 2020. Ja, ich möchte zunächst mal Danke sagen, ein Riesenkompliment an Labbes und Rickes, die uns jetzt zum 5. Mal sonntagsabends wunderschöne Momente schenken. Tolle Idee, ich finde es klasse, vor allen Dingen in der jetzigen Zeit, die wir alle hoffentlich bald hinter uns haben. Ja, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute, viel Gesundheit und wir sehen uns, glaube ich, in Kürze wieder. Eure Jungfrau Griet. Ciao! Ja, wir bedanken uns bei den Kölner Dreigestirn für die tollen Videos. Nicht da, da. Hallo ihr zwei. Ich grüße Labbes und Rickes und Ralf und ich, wir bedanken uns herzlich, dass ihr die Aktion Corono Join the Club so tatkräftig unterstützt. Vielen Dank. Ja, machen wir sehr gerne. Ist ja auch eine tolle Aktion mit den Gummibändchen. Gummi? Ich habe eine Gummiallergie. Eine Gummiallergie? Ja. Das weiß ich erst seit den Zwillingen, aber das ist eine Gummiallergie. Ja, aber das ist ja aus Silikon. Ja, da habe ich Glück gehabt. Wie gesagt, wir zwei unterstützen auch die Aktion Corono. Eine tolle Sache, wo jeder auch mit kleinem Budget was tun kann, um Menschen, die wirklich in Not geraten sind, regional zu unterstützen. Deswegen sind wir zwei auch mit dabei. Ja? Wir zwei für Corono. Join the Club. Ich stehe da beim Aldi in der Schlange und vor mir eine ältere Dame mit einem selbstgefertigten Mundschutz. Den hatte sie in weiser Voraussicht wohl schon vor vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten angefertigt und die ganze Zeit im Auto aufbewahrt. Auf der Hutablage, direkt neben dem Wackeldackel. Und der diente die ganze Zeit als Ummantelung für eine Klopapierrolle. So schließt sich der Kreis. Jetzt hat sie einfach an jeder Seite ein Gummiband eingezogen und vor den Mund getan. Sehr exotisch, sehr originell, aber nicht sehr effektiv. Naja, und diese Dame stand vor mir, natürlich auch in der Kasse und selbstverständlich hat sie auch nicht mit Karte bezahlt. Kontaktlos schon mal gar nicht. Nee, sie hat natürlich jeden Cent einzeln abgezählt. Ich habe das mal musikalisch zusammengefasst. Das ist ein Lied über Aldi, den Supermarkt, wo ich so gern einkaufen gehe. Denn ich find Aldi nun einmal so super stark, dass ich auf nichts anderes stehe. Darum sing ich Aldi, Aldi, meine Welt ist ein Tiefgefach. Ohne Aldi hätte ich längst schon schlapp gemacht. Im Neonschein, Aldi, Aldi, braucht nicht zum Glücklichsein. Hole dir ein Ei oder auch zwei, hole dir ein Bier oder auch vier, hole dir ein paar Strümpfe oder auch fünf, hole dir eine Flex oder auch sechs, auch Eier, Kekse oder Klopapier. Aldi, Aldi, hier kauf ich ein, find mein Glück, kommt immer wieder zurück. In der Schlangen stoppt die Rentner, ihre Wagen wiegen mindestens den Zentner. Und die Lück sind am Mule, wenn sie aus dem Portemonnaie das kleine Pule in Coronia
in Corona. Kaufe ich bei Aldi eine, hab ich immer Pech. Die ganze Jahr lang ich auch noch, die Wahl ist immer schlecht. An der Wurst- und Käsebar bin ich dem Wahnsinn nah. Die ganze Jahr wann ich auch komm, ein Rentner ist schon da. In der Schlange steht die Rentner. Ihre Wagen wiegen mindestens den Zentner. Und die Lücken sind am Wohle, wenn sie aus dem Portemonnaie der kleine Kuhle. In diesem Sinne, Freunde, haltet durch. Lasst den Mut nicht sinken. Es ist noch immer gut gegangen. Und vor allem bewahrt euren Humor. In diesem Sinne, bis bald. Wir sehen uns. Der liebe Jung. Tschüss. Hallo, hier bin ich wieder, der Opa Heidi. Ich wollte eigentlich ja nicht über Corona sprechen, aber der Corona macht uns doch zu schaffen. Ja, übrigens, in Europa heißt der Virus ja Corona. Und in Amerika heißt der Virus Trump. Kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen Trumps Krawatte und einem Kuhschwanz? Na? Ein Kuhschwanz verdenkt das ganze Arschloch. Darauf trinke ich mir aber noch ein. Die ist mal leer und nicht mal voll. Ja, ich habe noch einen für euch, meine Herren. Ich trinke wohl zuerst einen Schluck. Meine Herren, hör mal gut zu. Hör gut zu. Wie bekommt man eine Frauenrunde zum Schweigen? Ganz einfach. Ihr müsst sagen, so, jetzt redet jeder der Reihe nach. Und die Älteste fängt an. Und um euch Tschüss zu sagen, bis nächstes Mal, sage ich euch dreimal, Jack im Wohnzimmer, Jack im Wohnzimmer, Jack im Wohnzimmer. Tschüss und man sieht sich. Hallo sagen die Krötsch und ja, zum Glück sind wir Rheinländer so bekloppt, dass wir in allem eher das Positive sehen. Selbst in so einer bescheidenen Zeit wie jetzt sehen wir, dass wir etwas gelernt haben, nämlich uns Hirsch zu tun, zu entschleunigen, runterzukommen. Ja, natürlich gezwungenermaßen, ein bisschen plötzlich, aber wir haben es gelernt und das sollten wir nicht vergessen, denn wir haben nur ein Leben und das sollten wir auch genießen. Wir sollten es uns gut gehen lassen, ihr solltet es euch gut gehen lassen. Demzufolge haben wir diesen Song aus unserem eigenen Repertoire genommen, präsentieren ihn jetzt. Wir wünschen uns natürlich, dass wir wieder sehr schnell auf der Bühne stehen, um mit euch zu musizieren, Spaß zu haben. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf, malet gut. Der Alltag ist manchmal so schwer, durch und durch geplant. Doch das muss wohl so sein, sonst wären am Ende die restlichen Tage nicht doppelt so schön. Lass es dir einfach ins Jodchen, das hast du dir wirklich verdient. Genießen's einfach die Sonne, wer weiß, wann es wieder rennt. Lass es dir einfach ins Jodchen, das hast du dir wirklich verdient. Lehn dich ins einfach zurück und lebt der Augenblick. Nimm wir doch einfach ins Zick, auch wenn du sie ja nicht hast. Stell dich ins Führen an, denn alles bis überleben.
auch einmal werden kann. Lass es dir einfach ins Jodjon, das hast du dir wirklich verdient. Genießen's einfach die Sonne, wer weiß, wann es wieder rennt. Lass es dir einfach ins Jodjon, das hast du dir wirklich verdient. Lehn dich uns einfach zurück und lebt der Augenblick. Lass es dir einfach ins Jodjon, das hast du dir wirklich verdient. Genießen's einfach die Sonne, wer weiß, wann es wieder rennt. Lass es dir einfach ins Jodjon, das hast du dir wirklich verdient. Lehn dich uns einfach zurück und lebt der Augenblick. Lehn dich uns einfach zurück und lebt der Augenblick. Ja, das war Teil 5 von Jeck aus dem Wohnzimmer. Wir hoffen, dass es auch diesmal wieder etwas Spaß und Freude bereitet hat. Bleibt alle gesund. Ja, was bleibt noch zu sagen? Nächsten Donnerstag wäre Vatertag, aber leider Gottes sind im Moment ja Feste und Feiern nicht möglich. Und wenn man eine Einladung kriegt zu einem Fest, dann passiert das immer ganz geheim jetzt, ne? Wie geheime Einladung? Ja, ja. Zum Beispiel habe ich eine Einladung zu einer Feier auf meiner Butterbrotdose gehabt. Du bist da nicht mehr zu retten, eine Einladung auf der Butterbrotdose. Was steht denn da? Da steht drauf, Spülmaschinenfest. Leider weiß ich nicht, wo das stattfindet. Unglaublich. Ich hoffe ja, dass der ein oder andere richtige Lehren aus dieser Corona-Krise zieht. Ja, ich habe schon für mich eine Lehre rausgezogen. Ah? Also wenn in China noch mal ein Sack Reis umfällt, da gucke ich zu Hause erstmal nach, ob ich auch genug Nudeln und Klopapier habe. In diesem Sinne, tschüss zusammen, denkt dran, nächsten Sonntag, Jeck aus dem Wohnzimmer, Teil 6, 19 Uhr, Klick! Wenn et nicht mir für an geht, wenn et Wasser dir bis zum Halsen steht, wenn du dich allein gelassen fühlst und du ja nicht wieder weißt, mit die Rot bis auf die Zähne. Irgendwann doch der größte Drissen eng mit mir lang, bis da de Zünsche wieder schien, mit die Ruhe bis auf die Zähne.